Daniela Bauer am Cello. Jeden Tag nimmt die Nürnbergerin ihr Instrument in die Hand und übt. Das gehört seit Jahren zum Tagesablauf der Berufsmusikerin, wie Schlafen und Essen. Ihre Fingerfertigkeit braucht Daniela aber auch bei ihrer zweiten Leidenschaft. Zu Hause und während der Pausen bei den Orchesterproben greift Daniela zu Wolle und Nadeln. Schon lange vor dem Cellospielen und dem Musikstudium hat sie sich fürs Handarbeiten begeistert. In einer schwierigen Phase entdeckte sie das Stricken für sich sogar ganz neu. Das Ganze hat tatsächlich bei Corona begonnen. Und da ich ja als Musikerin ausgeschaltet war, einfach nur zu Hause war, keine Konzerte haben stattgefunden, keine Schüler sind zu mir gekommen und dann hatte ich den Freiraum, mehr zu stricken als normal. Es sind inzwischen 5 bis 6 Stunden jeden Tag und diese Begeisterung fürs Stricken scheint vererbt. Bei uns lag immer Wolle rum, meine Mutter hat immer gestrickt. Große Sachen, auch Ponchos, Kleidungsstücke für meinen Vater, Socken. Und darum war das für mich so wie Atmen. Also Wolle war immer im Haus. Und in ihrem Wohnzimmer hat sich die Wolle auch überall breit gemacht. Sortiert nach Farben oder Garnqualität warten in allen Ecken Knäule auf die Stricknadeln. Daniela Bauer braucht eine riesige Auswahl. Strickdesign ist unterdessen ihr zweites berufliches Standbein. Und dann probiere ich natürlich rum, was passt zu welcher Garnstärke, welche Nadelstärke, wie soll die Haptik sein, soll es gut fallen, soll es fester gestrickt sein. Und das soll, weil es eine Mütze ist, ein bisschen fester sein, damit die Luft nicht reingeht, ne? Auch beim Radeln und so, also eine dichte Mütze. In sozialen Medien postet sie ihre Entwürfe und hält die Follower über ihre Strickprojekte auf dem Laufenden. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Küche. Jetzt möchte ich diese erste Masche im Grunde nach der zweiten Masche haben. Ich gehe jetzt hinter die erste Masche, steche von hinten nach vorne und stricke diese zweite Masche ganz normal, wie wir sie kennen, rechts ab. Geld verdient sie aber nicht mit ihren Videos, sondern mit den Anleitungen, die sie selbst entwirft. Und das ist ein langwieriger Prozess. Daniela sitzt mehrere Stunden am Küchentisch, strickt und schreibt abwechselnd, bis die Vorgaben für verschiedene Größen passen. Teststrickerinnen in ganz Deutschland prüfen diese dann auf Fehler. Erst dann steht die Anleitung online zum Kauf. Also das ist auch wichtig, dass das für jede Größe passt. Der Schnitt, das, was ich mir ausgedacht habe, das Errechnen der Größen, das muss dann tatsächlich an den Körper angepasst werden und mit meiner Anleitung dann zusammengehalten werden und dann sehen wir, was rauskommt. Und ganz zum Schluss überarbeite ich alles nochmal, die ganzen Infos von den Testerinnen und dann geht's raus. Also sagen wir mal 2 Monate, bis es dann veröffentlicht wird. In der Strick-Community sind ihre Anleitungen und die Erklärvideos gefragt. Dani hat inzwischen über 100 Modelle entworfen. Der rote Pulli mit den Noten war ihr Erstlingswerk. Und wenn es darum geht, ihre Designs in Szene zu setzen, dann packt ihr Mann mit an. Fast wöchentlich wird das Wohnzimmer zum Fotostudio umgebaut und Willi Nemski erträgt die Strickleidenschaft seiner Frau mit großer Gelassenheit, obwohl die Strickerei auch sein Leben ganz schön beeinflusst. Es gibt keinen Urlaub, weil das ist ja auch Arbeitszeit. Das heißt, Stricken ist immer dabei. Und ich kann jetzt nur von dem Jahr sagen, ja, wir waren eigentlich in jedem Dorf, auch im Wollgeschäft, einfach damit man die Szene dort auch sieht und kennenlernt. Und es könnte ja auch immer wieder was geben. Und es gab dann auch immer wieder was. Brauchen wir irgendwas? Bei Dani gibt's einen neuen Schal. Den präsentiert sie für ihre Community selbst als Model. Mit ihrer Liebe zum Stricken konnte die Musikerin auch ihre zweite Leidenschaft zum Beruf machen.